drückt einfach mal auf Play und schaut mal, was passiert. Wir sind da mit dem guten Herr Brogger. Das ist ein guter Tag, finde ich. Das Girl dort oder die Frau, die so voll monoton. Brogger. Das ist meine Oma. Wirklich? Okay. Ja, voll. Okay. Hart. Sehr schöner Tag. Also, das Monotone finde ich nicht negativ in diesem Kontext. Weißt? Es ist eher etwas Gutes, finde ich so. Aber für die vielleicht deinen Release mitbekommen haben, beziehungsweise vielleicht schon in deinem Umfeld das nachher werden mitbekommen. Wir haben da den Brogger zu Gast. Sehen ihr da auf dem Screen, den ich da ab und zu mal einblende. Und ja, Brogger, wie alt bist du, wenn du das vielleicht sagen willst? Ich bin jetzt 20. Okay, und wäre es okay, wenn wir dich in dem Fall Producer / Beatmaker / jetzt aber seit neuestem eigentlich mehr noch Art, also dass du dich auch als Artist jetzt mit einem eigenen Release noch in diese Rolle geschlüpft bist, sozusagen? Oder was würdest du dich als am ehesten bezeichnen, wenn es so etwas gibt, wie wir bezeichnen? Ich würde schon sagen Artist, so, also halt allgemein. Ich mache ja auch eben ganz viele verschiedene Sachen, so die Beat-Geschichten im klassischen Sinn, so mit eben den Hip-Hop-Type-Beats und so. Und wie du jetzt gesagt hast, so die neue, oder jetzt auf dem Release, auf der EP auch noch irgendwie andere Sachen und nebenbei spiele ich auch noch Instrumente etc. Und so. Okay, alles klar. Ja, ich habe damals also wir haben irgendwie das erste Mal, glaube ich, wo wir in Kontakt gekommen sind, ist eher, weil ich dich dort als Producer bei dem Weisswein und Hennessy Projekt mitbekommen habe, oder? Von dem... also es war ein Track, genau, von einem Track. Dort bist du eben auch schon in den Metadaten gewesen, und nachher habe ich irgendwie über das mitbekommen, okay, das ist der Beat, also das ist der den Beat gemacht hat für den Song dann. Und ich glaube, so sind wir nachher so, bist du auch irgendwie ins Collab-Universum so ein bisschen so, und wir haben dort ein bisschen angefangen zu schreiben. Und mich hat es natürlich auch positiv überrascht, jetzt, dass du wie jetzt, dass du in eigene Hand noch genommen hast und halt eine eigene EP jetzt released hast oder so. Das ist ja wie so, das sehe ich ja schon noch als etwas Separates, als du tust einfach nur deine Beats placen bei Leuten, oder? So. Was hat dich bewegt, den eigenen, also klar zum Fernsehen, ich weiss nicht, der Friday-Song, du hast schon zuvor hast du mal ein bisschen getestet, einen eigenen Release zu machen, oder? Mit dem Friday, ist ja der erste Song gewesen. Aber was hat dich so bewegt, zu sagen, okay, du willst auch nicht nur Beats irgendwie, Type-Beats allerlei platzieren oder versuchen zu platzieren, sondern auch selber releasen. Was ist so ein Umschwung gewesen, wo du denkst, das ist okay, ich mache das einmal so? Also hat es so ein bisschen verschiedene Gründe gehabt. Zum einen, momentan gibt es ja halt einfach auch extrem viele Beatmaker. Darum ist wie immer auch die Nachfrage, oder ja, wie soll ich sagen, ein bisschen deckt schon fast. Halt mit den Type-Beats und halt allgemein, dass es viele Producer gibt. Und dann zusätzlich auch, um so ein bisschen eine Plattform haben für mich, um eigene Ideen so ein bisschen umsetzen, oder? Weil dann halt wie noch mal ein bisschen freier bist, als wenn du jetzt mit einem Künstler zusammen schaffst, im klassischen Sinne als Producer, dann geht es ja viel auch so, fast ein bisschen darum, so eine Dienstleistung eigentlich zu bringen, oder? Also so die Idee vom Künstler viel mehr im Zentrum steht. Und es wird in den meisten Fällen, jetzt auch in diesen Studiosituationen, wo du auch mitbekommen hast, wahrscheinlich für dich selber, wird es ja dann Teil, also der Song wird halt Teil von dem anderen Artist, für den du das platzierst. Es ist ja weniger, also ich sehe ja immer noch, dass es eine Schwierigkeit ist für viele, dass du selbst so etwas wie das, was du ja früher gemacht hast, schon bei dem schweizerdeutschen Placement, dass du dich ja dort selber auch noch in die Metadaten da hast, oder? Allein schon so ein kleines Detail kann natürlich viel ausmachen, dass es wie ein bisschen eine Gleichstellung auch gibt, weißt, von der Producer-Rolle, dass du nicht einfach nur komplett im Hintergrund bist. Ich finde das sowieso, also das immer ein bisschen sympathisch gefunden, wenn halt der Beatmaker oder der Producer zumindest noch so weit mitdenkt hat, dass du sagst, hey, schau, eigentlich viel Schaden tut es jetzt nicht, dass du dich dort auch noch in die Metadaten tust, und so hast du wie so dein eigenes Artist-Profil, wo du jetzt
schon damals natürlich, unter Brogger hast du ja wie so eben, es hat sich schon erschaffen, indem du dich dort mit Metadaten hast. Aber das kannst du jetzt wie so als deinen eigenen Boden natürlich für deine Releases verwenden, wie du sagst. Das ist natürlich schon spannend, oder? Okay. Klar, die das jetzt werden da sehen, oder die anderen Musikschaffenden, wo sich da den Collab-Content geben, werden natürlich auch beim erkennen, beim guten Brogger, rein artistmäßig hast du jetzt wie so einfach mal so der erste oder die ersten 2 Bausteine gelegt, oder mit dem einen Single-Release und mit deiner EP ist natürlich alles noch sehr, sehr am Anfang, aber es ist irgendwie cool, dass du mit beiden Welten experimentieren, vor allem in deinem Alter, weißt du, dass jetzt nicht einfach nur der Standard, ja, ich versuche einfach nur Beats zu verkaufen und werde nie selber etwas releasen. Ich habe dich dort ja über DMs einfach gefragt, wie ich so gedacht habe, okay, du hast vorher du bist bei schweizerdeutschen Songs teilweise beteiligt gewesen. Also, wenn ich fragen darf, nebst dem Weisswein und Hennessy, hat es noch andere Placements, wo vielleicht da einfach nicht metadatentechnisch richtig, weißt du, wo du schon vertreten gewesen bist, aber du auch Placements gehabt hast bei Mundart-Tracks? Oder hat sich auf den Weisswein und Hennessy konkret mal bezogen? Mundart hat sich jetzt auf das App bezogen, ja. Okay. Ich habe mal noch vor etwa 2 Jahren oder so habe ich mit meinem Kollegen so eine Deutschrap-EP produziert, aber das ist mittlerweile noch nicht mehr online. Okay. Und dann mal noch mit einem deutschen Rapper, der aber auf Englisch Musik macht, hat es ja mal einen Song gegeben. Alles klar. Und das Friday Release, den du aber angesprochen hast, das ist so, eben wie du auch gesagt hast, so ein bisschen der Startschuss gewesen, auch nochmal so ein eigenes Release. Aber es ist aber eigentlich schon so entstanden, dass der Vertrieb, Digitalvertrieb Spin-Up, hat so einen Wettbewerb gemacht und dann ist es quasi automatisch aufgeladen worden, oder? Ah, okay. Verstanden. Genau. Okay, und das ist wie jetzt, aber die EP ist wie eigentlich jetzt so der Startschuss, sage ich jetzt mal, von Brogger als Artist, wenn du jetzt sagst, ja, voll. Das ist so das erste richtige Projekt, das du selber zusammengesetzt hast. Genau, ja. Die Leute, die du hast, wie du da hast können verpflichten, oder? Auf gewissen Tracks sind ja Vocals von anderen Leuten. Wie schwierig oder nicht schwierig ist das gewesen, um diesen Leuten zu sagen? Weil ich finde es ja immer auch dann wiederum spannend, wenn du jetzt sagst, okay, du hast dich jetzt vermeintlich hast du eher angefangen, Beatmaker, Producer, klar, das ist alles noch am Anfang, aber du hast eher in dieser Rolle ein bisschen initiiert. Und jetzt, dass du sagst, ey, das ist aber mein Song, DJ Khaled-Type-mäßig, und ihr seid dort auch drauf natürlich, weißt, metadatenmäßig, aber mehr so ein bisschen, ihr seid einfach die Vocal Performance auf meinem Song dann. Wie schwierig oder einfach ist das gewesen, die Leute irgendwie so zu überzeugen, dass das dann dein Release wird? Also ich muss sagen, es ist eigentlich ziemlich gut gelaufen so. Also das ist jetzt eben so, ja eigentlich vor zum Nachhinein dann nochmal so ein Part 2 veröffentlichen. Und dort sind dann mehr Leute, die jetzt nicht so aus dem persönlichen Umfeld sind. Aber jetzt auf dieser Hälfte, das sind sowieso alles Leute, die ich auch irgendwie persönlich recht gut kenne. Und ich will so ein bisschen den Gedanken so, also ich probiere schon auch, weißt, irgendwie mit ihnen dann schauen, dass es auch noch ein Release gibt, wo ich irgendwie kann mitwirken kann, wo aber unter dem Namen von ihnen von den, ja, voll erscheint. So. Also so ein bisschen ist es fair to say, dass du wie so nachher sagst, okay, du tradest, wie so Songs traden. Also irgendwie, ja, voll, dann einen Song für dich und du machst einen für sie, so ein bisschen so. Kann man so sagen, ja. Okay. Das habe ich dir ja auch noch dort gesagt. Klar, auch der instrumentelle Song, der Don Julio, der Track 4 ist das ja, glaube ich. Also ich finde es spannend, zumindest, dass du das auch offen behalten hast, dass du, gut, ja, es braucht auch eine gewisse Selbstsicherheit vielleicht, dass du sagst, du tust auch Songs drauf, die halt nur instrumentell sind, die halt aber jetzt eher so ein bisschen im elektronischen Bereich sind. Finde ich eigentlich gut noch den Mix, dass du teilweise Vocal Performances kannst, aber auch instrumentelle basierte Songs sozusagen. Wie ist so ein Ding? Bei so einem Don Julio hast du dort, wie ist so der Prozess gewesen? Wie ist so ein Song schnell passiert? Ist das alles so mega spontan entstanden, eher die Songs? Oder bist du auf diesen Songs recht lange rumgesessen? So? Also so als ich entstanden ist eigentlich relativ schnell.
ich habe mich so Anfangsjahr ein bisschen angefangen zu begeistern für eben so die elektronischen Subgenres und habe so ein bisschen Sachen ausprobiert. Und dann habe ich also eben bei dem Don Julio Song habe ich auch mal überlegt, ob ich da wirklich so als Single raushauen. Habe ich dann aber nicht gemacht und dann eben, weil sich die EP auch immer wieder verzögert hat und so mit dem Release ist es dann gleich relativ lang gegangen. Also ich glaube, ich habe da so Mitte Mai oder so habe ich da produziert. Okay. Mit was produzierst du dann? Mit welcher Software, wenn ich dich fragen darf? Mit Logic. Okay. Logic. Machst du dann viel mit Audio oder eher mit MIDI? Oder Samples jetzt, also Splice-Type-Samples? Wie ist das so ein bisschen Ja, hast schon du das zusammengefunden? ein bisschen alles. Also mit Audio habe ich noch nicht so viel gemacht, aber kommt jetzt auch ein bisschen. Also ich spiele ja auch noch Hackbrett unter anderem und habe jetzt auch angefangen so das Hackbrett einbauen. Okay, es ist dein eigenes Hackbrett-Sample, okay. Ja, genau, ja. Ein bisschen so Geschichten. Oder halt hin und wieder irgendwie mal Perks aufnehmen oder so Sachen. Okay. Also du überlässt jetzt das nicht allem nur, dass du sagst, okay, du nutzt nur Samples oder halt, ist ein bisschen ein Mix aus allem, was dir einfällt, logischerweise. Ja, voll. Okay. Easy. Und gut, du bist halt schon in diesem Schaffensmodus gewesen. Du hast dir also wirklich schon in diesem Jahr zumindest hast dir halt wirklich vorgenommen, halt einen eigenen Release zu machen. Es hat jetzt nicht für dich viel Überwindung gekostet, hast du das Gefühl, dass du jetzt sagst, okay, du willst jetzt nicht nur Producer im Hintergrund sein, sondern auch selber mit einem eigenen Artist-Profil willst erscheinen. So, das hat jetzt nicht Überwindung oder so gekostet, hast du das Gefühl? Nein, ich würde jetzt nicht sagen. Und so die Idee, also ich habe eigentlich schon lange. Okay. Also am Anfang habe ich mich ein bisschen überschätzt. So. Ich denke, ja, ich mache noch mehr Tracks. Und habe es dann aber halbiert und eben jetzt mache ich einfach so 2 Releases draus. Okay, stimmt. Will es ein Part 2 noch wird geben? Okay. Ja, genau. Okay. Ja gut, klar, ich bin dort auch ein bisschen voreilig für Leute, die den Hintergrund nicht verstehen. Ich habe eben dort nachher irgendwann noch geschrieben, okay, bedeutet das nicht mehr so auf dem schweizerdeutschen Placement-Vibe ist oder ob du dort noch erhalten bleibst und so. Ich verstehe aber auch für die EP werden hören, viele von diesen elektronischen Vibes, vielleicht wo du jetzt eher drin bist, ist vielleicht ein bisschen schwierig mit Hip-Hop-Zeitgeist von Rapper und Rapperinnen so ein bisschen zu kombinieren, weil es ja die wenigsten gibt, die jetzt also ich habe jetzt zumindest auch nicht viel Abtempo, Vocal Performances gesehen, jetzt im Schweizer Hip-Hop-Bereich. Darum verstehe ich, dass du natürlich auch ein bisschen mit anderen Vocals oder anderen Sprachen natürlich auch ein bisschen am Testen bist und experimentieren bist. So. Ja, manchmal ist es auch so, zum Beispiel beim selben Italiani-Track, dort ist eigentlich zuerst ganz ein anderer Beat geplant gewesen und dann im Studio haben wir so gemerkt, dass das gleich nicht so vibet und dann ändert sich halt die Pläne am wieder relativ schnell so von den Beats, oder wo dann wirklich auch verwendet werden. Okay. Bist aber gut easy, das ist jetzt natürlich sehr frisch, der ist ja jetzt Anfang Oktober rausgekommen, oder die EP, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich wollte jetzt fragen, bist du jetzt hast jetzt Blut gelegt, dass du sagst, nein eben, ja, da kommt jetzt Back-to-Back, da kommen jetzt nochmal neue Releases von mir, oder du hast auch nebenbei nach wie vor Studio-Sessions am machen, weißt du, wo auch für andere platzieren willst, so, oder ist das jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten, hast du das Gefühl? Ich würde schon sagen, es ist immer noch beides ein bisschen. Okay. So, Easy. Aber es braucht halt schon viel Zeit und dann muss man auch ein bisschen schauen, so, wie das da so managen, dass alles gleichzeitig irgendwie funktioniert. Voll, das ist ja fair. Wie lange machst du schon Musik als Ding? Was hast du noch sagen? Hat ich nicht so sagen. Hast schon wieder vergessen. Aber wie lange ich schon Musik mache? Ja, das nimmt mich noch Wunder, ja. So angefangen Instrument zu spielen, habe ich mit 6. Also ich habe angefangen mit dem Hackbrett und nachher sind noch so Klavier und E-Bass, also vor allem bei E-Bass, Schlagzeug und so habe ich einfach mal ausprobiert, aber so Klavier und Hackbrett sind eigentlich meine Hauptinstrumente. Okay. Und seit so etwa, 3-4 Jahren baue ich auch Beats oder dann habe ich auch so ein bisschen mit der Musikproduktion beschäftigt.
Was hat dich zum Beatmaken geführt? Ich habe immer so, also gibt es so gewisse Sachen, wo du pinpointen kannst, wo du sagst, boah, wegen dem habe ich angefangen Beats zu machen das erste Mal, so naiverweise, weißt du, gibt's irgendwie so einen Pfad, wo du irgendwie jetzt, wenn du zurückdenkst, dir kannst anschauen, wieso du auf das gestoßen bist, mit dem Beats machen? Mhm. Ich glaube, ich habe mal so Beatmaking-Videos einfach geschaut, oder es ist mir mal vorgeschlagen worden auf YouTube. Und dann nachher habe ich, also GarageBand ist auf jedem Mac so vorinstalliert, habe ich dort einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Und dann der Schritt zu Logic. Logic ist ja dann, also ja, wie soll ich sagen, ist dann der Schritt recht einfach gewesen. So, dann hat man dann viel mehr Möglichkeiten gehabt und dann hat sich so alles so ein bisschen entwickelt. Okay. Oh. Easy. Ich hätte jetzt noch gemeint, für elektronische Musik, da habe ich eben zuerst gehört, hätte ich vielleicht getippt, vielleicht bist du Ableton-User, so, weil es mehr im Ding neu ist, weißt du, im Dance-elektronischen Bereich. Ja. Ist ja. Habe ich mir wirklich auch überlegt, so, weil gerade eben dann für die Live-Sachen, wenn sie zum Live-Spielen will gehen, Ja. ist halt schon noch easy praktisch. Oder halt auch FL Studio im Hip-Hop-Bereich ist halt sehr verbreitet, halt auch dann je nachdem ein bisschen einfacher zum mit anderen Producern zusammen arbeiten und so. Wahrscheinlich eben bei Ableton, das sehe ich schon mit dem Live-Argument. Ableton ist einfach vielleicht ein bisschen schade von den Sachen, die ich mitbekomme, oder Leute, die auf dem vor allem so Main, also das Mainen tun, so als Plattform, ist, es hat nicht so viel Crossover-Ding. Also so als Ableton-User bist du nachher, glaube ich, recht alleine dort, dass du das nicht auf mega viele andere Sachen noch kannst anwenden. Klar, wenn es ja verhebt, wenn du alles damit machen kannst, dann bist du ja straight. Aber so Logic hat noch zumindest so Synergie mit Cubase, wenn es um Audio geht, so FL Studio, ja, ist vielleicht für Audio-Recording nicht gerade das Beste, aber dafür so MIDI, Drum-Sequencing, Sampling ist extrem stark. Ableton ist aber auch mega stark mit Samples. Da kannst du sehr schnell Samples irgendwie flippen und machen und tun. Aber okay, ja, easy. Ja, gut, wenn es dann, denkst du vielleicht schon so weit, dass du jetzt sagst, mit diesen Songs oder vielleicht dann mit zukünftigen Progger-Songs, dass es dich noch reizen würde, die auch live zu performen, die Songs. Bist du schon so ja, da auch, ja. Okay. Also so ein bisschen in verschiedenen Bereichen. So, ich habe jetzt noch vor, so Sachen mit dem Hackbrett machen, auch so im elektronischen Bereich. Und Madita, sie auch auf der EP ist, mit Summer Nights, mit ihr, also wir haben mal überlegt, ob wir bei Band X Ost mitmachen. Und dann ist wieder so ein bisschen die Frage aufgekommen, ja, wie setzen wir da um, oder? Weil mit Logic ist halt schon ein bisschen schwierig live. Ja, also du müsstest wie so, anstatt dass du jetzt das ganze Projekt dort aufmachst, oder? Irgendwie so. Okay. Aber das wäre dann fürs nächste Jahr, logischerweise, oder? Das Jahr ist ja schon vorbei wieder. Ja, wir haben mal irgendwie so, im Juni haben wir da mal angeschaut. Aber wir müssen ja, glaube ich, die 15 Minuten Spielzeit oder so haben. Oder vielleicht irgendwie vielleicht so weniger. Und dann haben wir gedacht, ja, wäre ein bisschen knapp geworden. Okay, verstanden. Ich bin da gerade am schauen, schnell, weil ich gerade noch deine Profile im Hintergrund, du siehst das eben gerade nicht, aber ich habe da noch Profile im Hintergrund am Laufen. Kann das sein, dass beim Apple Music Account, ganz pragmatisch, wenn ich dich gerade frage, hast du den Apple Music for Artists schon gemacht, den Login? Dort ist das Artwork noch nicht geändert. Problem mit dem E-Log, aber da müsst ihr eben noch machen. Ja. Okay. Ja, weil es mir einfach aufgefallen ist, weil dort noch das Friday-Cover ist als dein Avatar, oder? Und bei Spotify hast du es schon geändert. So. Ist jetzt, ja, fix muss ich da unbedingt machen. Die kleinen Eigenarten, die mir dann sofort auffallen, natürlich. Ja, nein, ist jetzt ist jetzt no big deal, jetzt im Moment noch, klar, aber irgendwann wird es wahrscheinlich ändern. Und bei den Dingen, wenn wir gerade da sind, dann kann ich das auch gerade zeigen. Bei deinem YouTube-Channel hast du ja schon mal vorbildlich die Uploads aufgetan, oder? Finde ich super, die Audio-Tracks zumindest, oder? Dass du die hast. Dort kann man auch die Startseite, wenn du dich fragst, bei Under Customization kann man deine YouTube-Startseite im Creator Studio noch ein bisschen feintunen, dass zum Beispiel auch das Highlight, vielleicht einer von den Songs, die du im Fokus hast, von diesen 4, dass du die als Highlight nimmst, anstatt
Anstatt der Das ist ein Type-Beat. Ja, voll. Also anstatt es sei denn, also ich weiß jetzt nicht, ob das ein bewusster Entscheid war, weißt, dass das immer noch in deinen Highlights lässt, aber Nein, eigentlich nicht. wenn jetzt, es ist ja fair, es wäre ja okay, wenn jetzt du sagst, okay, es ist jetzt ein bisschen Zeit, dass der Blogger dich als Artist im Vordergrund tust, dann könntest du wie so sagen, okay, pimpst auch noch deine Startseite. Könntest aus dieser EP auf Video-Playlist machen, auf Spotify könntest du das genauso machen, auch ganz pragmatisch. Und dann hast du wie so auch ein bisschen die EP mehr im Vordergrund, in Form von einer Playlist. Bei YouTube auch noch ein kleines Ding, wenn wir schon da sind. Also ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich da gerade so Hints bringe oder dir Input gebe. Aber ich würde im Fall, es wäre empfehlenswert, hätte ich gesagt, dass auch Blogger noch in Videotitel nimmst bei YouTube. Weil dann hat es ein bisschen weniger etwas von Producer und mehr von du als Artist hast die Songs released oder so. Aber das sind kleine Details, die man noch feintunen kann, klar. Oh, aber das ist gut, wenn du das sagst. Weil du hast ja dort gesagt, also bist jetzt immer noch unschlüssig gewesen, wie du das kombinierst in Zukunft, oder du hast irgendwie das ein bisschen splitten oder so, oder hast du ein bisschen Vorahnung gehabt, ob das gescheit wäre, dich, weißt du, wie hast du es gemeint, dich als Blogger, als Artist zu splitten, oder deine Producer-Tätigkeit, deine Beatmaker-Tätigkeit zu splitten, von dir als Artist, oder wie hast du das, wie hättest du das gedacht? Ja, ich habe mir wie so überlegt, ob ich irgendwie so ein bisschen so Genres aufteilen, oder so, weil ich jetzt mir überlege, auch eben mit den elektronischen Sachen und gleichzeitig auch die Rap-Sachen, ob da nicht ein bisschen grosse Unterschiede sind, so genremäßig. Und gleich hätte ich halt Bock auf beides. Und halt Releases, ja. Gut, zu was tendierst du jetzt gerade im Moment, wenn du das heute intuitiv müsstest, gerade impulsiv müsstest sagen, zu was tendierst du eher? Dass das alles auf einer Artist-Page lässt oder dass du es separierst? Ja, also ich denke jetzt mal für den Part 2 würde ich sicher mal alles drauf lassen. Und dann, ja, ich bin mir noch unschlüssig. Ich glaube, momentan würde ich es mal noch so lassen und schauen, wie es sich entwickelt, ob das so funktioniert. Und dann, wenn ich jetzt wirklich sehe, dass es vielleicht gleich nicht so gut funktioniert, dass es dann splitten. Gut, ja, das ist ja immer noch, ich glaube, du machst es schon gut, dass du sagst, du testest zuerst mal alles auf einen, weil immer dann, wenn man halt splitten würde, ich finde es schon schön, dass man sich so Überlegungen macht, aber man muss auch für die Leute, die das interessiert, die vielleicht auch so Doppelrollen haben und sich denken, ja, soll ich das in 2 Pseudonyme splitten und so, ist halt immer, umso mehr man splittet, sollte man sich einfach bewusst sein, du hast nachher einfach doppelte Arbeit. Du hast dann vielleicht ziemlich schnell mal bist in einer Situation, wo du 2 verschiedene Artist-Profile, weißt, oder 2 verschiedene Genre-Lanes irgendwie musst füttern oder willst füttern. Ich habe schon beides gesehen im Fall. Also weißt du, mittlerweile vielleicht früher, also weißt du, wenn ich so internationale Themen mir anschaue, die auch haben versucht, ich glaube, früher hätte man wäre man schneller dort gewesen, dass man sagt, splitten wir das, weil man will das nicht durcheinander bringen. Aber jetzt mit Streaming, weißt du, wo das alles irgendwie so ein bisschen zusammenhängen kann, also es geht beide Lanes. Wenn es zusammen hättest, wenn alles in einem Profil hättest, dann kannst du könntest mit dem spielen, dass du dann wüsstest, okay, die Mehrheit der Leute, die auf deiner Artist-Page sind, was haben die halt damals mehrheitlich gelost? Und wenn du dann jetzt würdest, sagen wir, das wäre eher elektronischer Sound, oder das, was du jetzt ein bisschen vorleihst mit dem Sound, den du jetzt gerade released hast, kürzlich, und du machst halt mehr von dem, die logische Schlussfolgerung oder das Natürliche, was würde können passieren, ist, dass nachher einfach die Mehrheit sich auf das einstimmen wird, dir auch wegen dem vielleicht wird folgen, unter anderem, weißt, auf diesen Profilen, auf diesen Streaming-Profiles. Und dann musst du einfach mehr so mit deinen eigenen Gedanken mit dem arbeiten, dass es für dich dann okay ist, dass wenn jetzt unter dem gleichen Artist-Page ein anderes Genre würdest springen, dass vielleicht
dort sich ja dann auch Follower sammeln, weißt du, auch im gleichen Artist-Profil, aber vielleicht dann die nachher weniger Konsum als das Main-Genre, wo du immer am Rocken bist. So. Voll, macht Sinn. Aber dass es alles in einem Hut kannst tun, also beziehungsweise unter einer Umbrella mit einem Artist-Profil, geht schon. Das ist schon machbar. Es ist einfach, ich glaube, natürlicherweise würde es dich dann dort an begleiten, wo auf das, was halt du Bock hast. Und es ist halt ein bisschen doof, dass du vielleicht dann auch an alles unter einem Ding hast, klar. Und es wäre nicht separiert, die verschiedenen Pseudonyme, sagen wir jetzt, oder Artist-Profil. Dann können natürlich dadurch, dass nachher auf gewissen Songs mehr Streams entstehen, weil sich gewisse Leute das Genre eher von dir gewöhnt gewesen wären, könnte halt dann so ein Bias entstehen, so ein subjektives Empfinden von dir, dass du das Gefühl hast, okay, du solltest einfach mehr von dem machen und es könnte dich, muss nicht, aber es könnte dich dann reuen, dass du sagst, ja, aber wenn ich jetzt ja das andere Genre bringe, sagen wir eben Hip-Hop und Dance, du willst ein bisschen beides machen, dass dann wie so, keine Ahnung, sagen wir pauschal als Rechenübung, hättest du dort 50% weniger Streams, dass es dich nachher einfach noch mehr in die andere Genre-Lane reinpusht, weil du sagst, ja, du willst ja auch ein bisschen, dass die Songs gelost werden, weißt, du willst ja auch ein bisschen, dass die organisch wachsen. Und ich glaube einfach, wenn du viele unter einem Hut willst bringen in der gleichen Artist-Page, dann ist es halt wie so ein Mehrheitsentscheid, der oftmals kann entstehen kann. Also sprich, von diesen 73 Mann-Fleece, die du jetzt hast, klar, eben, das ist alles noch am Anfang. Es muss jetzt auch noch gar keine Rolle spielen, aber das Beispiel kannst du ja mit 100 monatlichen Hörern machen oder halt mit 1000. Aber wenn jetzt 73 von denen halt, oder sagen wir 70 von diesen 73 sind halt vermeintlich eher wegen deiner elektronischen Musik da und mit diesen 3 machst du aber noch Streams mit anderen Genres, dann musst du einfach für dich selber nachher ein bisschen die Unterscheidung können machen, dass du nicht halt durchdrehst, wenn du jetzt das Gefühl hast, oh nein, aber der andere Release hat nur 2000 Streams generiert oder so. Aber das ist nachher vielleicht einfach eine kleinere Belegschaft von deinen Hörern und Hörerinnen, die das halt geil finden. So. Ding wäre ein bisschen kleiner, klar, alles separieren. Dann kannst du es halt mega idiotensicher machen für alle, die halt dann würden in dich rein subscriben oder das irgendwie fühlen. Hast aber doppelte Arbeit vermeintlich mit recht vielen Sachen. Weil wenn du jetzt würdest sagen, ja splitten, würde ich dich ja auch fragen, ja gut, easy. Aber das mit dem Brogger, also du mit dem Namen, was du jetzt schon herausgefunden hast für dich selber, klingt ja schon recht tight. Wie würdest du das dann nachher machen? Dann müsstest du ja, oder nicht müssen, aber die Überlegung wäre ja, okay, du solltest dir ein anderes Pseudonym nachher machen, für vermeintlich, oder? Ich habe mir dann wie so überlegt, ob ich so, weißt, so irgendwie nicht etwas anhängen, so, dass trotzdem noch offensichtlich ist, okay. dass so quasi die gleiche Person ist. Aber Abwandlung vielleicht von Brogger oder irgendeine Adaption von dem. Okay, geht auch. Ist auch charmant so. Ich glaube, das wird sich jetzt mit der Zeit zeigen, weil selbst vermeintlich, wenn du 2 Profile hättest, 2 Artist-Pages, würdest du ja dann noch nach deinem Gefühl gehen, auf was du jetzt gerade Bock hast zu releasen. Und wenn du cool damit wärst, sagen wir, es wäre das Szenario mit 2 Artist-Profilen, irgendwann einmal später in Zukunft, wenn du dann cool damit wärst, dass es vielleicht auf einer Artist-Page eine Downtime gibt von 6, 7, 8 Monaten, weil du gerade mit der anderen Artist-Page zu hast. Weißt du, was ich meine? Das passiert ja vielleicht eher dann so etwas. Dann ist das auch völlig legitim. More power to you, wenn du nachher plötzlich einen Weg findest, wie du also wenn du so viel Output kannst generieren für dich selber und noch von einem höheren qualitativen Level, dass du 2 Artist-Pages damit füllen kannst, mit deiner Inspiration und Ding, dann, klar, go for that, kannst auch das machen, oder? So. Aber, ja, das stimmt schon, eben da mit dem Mehraufwand, weil, also, eine zweite Artist-Page wird es noch geben, für die Hackbrett-Sachen, weil, also da bin ich sowieso schon aktiv und ich glaube, wie du sagst, so, wenn ich jetzt noch eine dritte würde zunehmen, ist dann halt schon eben so mit all den Covers und so, wo du immer musst schauen und irgendwie.
Ja gut, das So, Schöne ist, du könntest es ja Stand heute mit dem gleichen Aggregator-Account machen, über den du Songs releasest, weil das ist ja einfach ein Pseudonym dort in den Metadaten ändern und das wird es dann auch irgendwann erkennen. Das wäre jetzt, zumindest hättest du nicht doppelte Kosten, aber du hast doppelten Aufwand, oder? Vermeintlich, das ist schon so. Aber im Moment, also keine Ahnung, es ist jetzt auch natürlich auch intuitiv, ich hätte jetzt gesagt, wenn du einfach eine zweite random Meinung willst hören, ich hätte jetzt gesagt, einfach mal zuerst weitermachen mit dem Brogger, also mit dem Artist-Account, der jetzt neu entstanden ist sozusagen, oder seit dem ersten Release, und dann go with the flow, weißt du, dann siehst du es, wenn du jetzt das Gefühl hast, es gibt schon Überschneidungen, aber ich sehe schon den Punkt, es gibt halt nicht genug Überschneidungen, dass es könnte halt schon gut möglich sein, dass du mit deinen Hip-Hop-Vibes, dass du dort völlig andere Leute ansprechen würdest, als mit deinen elektronischen Vibes, sagen wir, jetzt wenn es die zwei Lanes wären für den Moment. Das sehe ich schon. Es hat aber auch Überschneidungen. Also die Leute wären schon, vielleicht auch gewisse Leute, die da zuschauen, wären schon überrascht, dass Streaming-User generell sind dort aber schon auch nicht so unaufgeschlossen heutzutage, dass die würden das verstehen, wenn du jetzt auch alles eben unter einem Artist-Page bringst und sagst, hey, look, das ist einfach für die Hip-Hop-Fans, also jetzt nicht so corny so benennen, aber du weißt vielleicht, was ich meine, hey, das ist eher für die Type Liebhaber, der Release, der jetzt gerade kommt, und der spricht halt dann eher andere an. Ich habe natürlich auch schon Artist-Pages gesehen, gell, wo mit verschiedenen Sprachen auf der gleichen Artist-Page, das geht halt auch im internationalen Ding ist das auch schon gegangen. Es ist einfach eher, es wäre jetzt fair, wenn du sagst, okay, elektronische Musik international, wenn du eher so ein bisschen noch einen International Vibe willst catchen in der elektronischen Musik, ist jetzt per se nicht gerade ein mega Überschneidungsmonster mit, du willst nebenbei noch Schweizer Mundart Hip-Hop-Tracks releasen, sagen wir, oder Pop-kulturelle Tracks. So. Das ist, aber vielleicht könntest du ja wie so einen grossen Blob erschaffen von Leuten, ist vielleicht auch anstrengender nachher, dass du Leute hast, wo alles ein bisschen abfeiern, was du machst. Aber ja, es geht beides, es ist ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen eine gemeine Frage, gell? Also, wenn man sich das so stellt. Ich würde auch nicht unterschätzen wiederum, für die mich das eben auch schon gefragt haben, dass ich immer wieder halt einfach versuche zu mitteilen, ja gut, du hast einfach doppelte Arbeit nachher, just know. Es ist halt mehr so ein bisschen das, du hast halt nachher einfach mehr Profil. Dass es kannst geil unterteilen oder ein bisschen besser, kleiner unterteilen, das sehe ich schon auch, aber es ist ja das Schöne vielleicht bei dir jetzt, in deinem spezifischen Fall ist so, das ist ja wirklich noch am Anfang, du bist ja da erst gerade so ein bisschen am Konsum sammeln, deine ersten Daily Streams und Brogger, also nimm es mir nicht böse, wenn ich es so sage, aber das ist ja noch nicht etabliert, weißt, dass jetzt Leute wirklich würden wissen, also du bist ja noch lange von dem entfernt, aber das ist eher etwas Motivierendes, so würde ich sagen. Du bist ja noch länger von dem entfernt, dass die Leute so ein bisschen wissen, was sie von dir sollten erwarten oder könnten erwarten. Und selbst dann, wenn du so etabliert wärst, weißt, als Artist-Profil, könntest du sie immer noch hitten mit etwas anderem und sagen, hey, egal, ich mache jetzt nicht das, was erwartet ist. Wenn du jetzt die nächsten 15 Releases, sagen wir mega platt, trocken ausdrücken, machst du jetzt elektronische Vibes, dann könntest du sie trotzdem noch hitten mit Hip-Hop-Zeug, weißt du? So sagt ja, verbietet dir niemand etwas, das alles unter der gleichen Artist-Profile. Aber ja, mit so einer Abwandlung sehe ich schon auch. Es geht wieso beides, aber easy, fair. Das ist jetzt, ich habe mir schon gedacht, es wäre geil, wenn ich wirklich so eine Fanbase könnte schaffen, wo eben so ein bisschen die Offenheit an sich schon mitbringt, oder? Darum habe ich jetzt auch gedacht, probiere ich da mal mit dem ersten Release so mit den verschiedenen Sprachen und den verschiedenen Genres, oder? Okay. Easy. Ja, nein, das macht ja Sinn. Ist halt schwierig, ja. Also für den Moment würde ich sagen, fast ja, aber eben, ja, es war jetzt Anfang Oktober gewesen, für die das dann werden sehen, wenn wir das noch durchgehen, das Content Piece, aber ja, also es ist halt jetzt eher alles, was jetzt kommt als nächstes, hat ja eher einfach mit deiner eigenen Motivation zu tun, oder wie viel du dort investierst. So das Feintuning auf vielen Artist-Pages und so, das ist ja voll fair, dass das nachher, weißt, während dem Prozess so ein bisschen rausfindest, weil
Abänderungen machen und so Zeug, wäre nachher ein leichtes. Weißt du, heutzutage, wo halt alles digital ist, ist es dann nicht mehr so schwierig, auch weißt, Sachen zu switchen oder jetzt zu sagen, auch selbst Name-Changes und so sind heutzutage gar kein Problem mehr, weißt du, teilweise. Nicht, dass es auf das soll rauslaufen, aber dass du jetzt sagst, sagen wir, du irrst dich aus irgendeinem Grund, merkst nachher, du hättest die 3 Releases, hättest eben doch auf einer anderen Artist-Page haben, könntest du sie trotzdem umkonvertieren, weißt, wäre das nicht mehr so schwierig heutzutage mit den Betriebsmöglichkeiten. Dass du sagst, du tust sie halt einfach auf einer anderen Artist-Page. Jetzt ist ja etwas anderes, wenn du für all die Artist-Pages noch müsstest separat zahlen, um die zu eröffnen. DSPs oder die Streaming-Anbieter sind noch nicht auf die Idee gekommen. Das ist vielleicht auch gut, weil wir auch keine Geister beschwören. So. Aber stell dir vor, du musst dir eher denken, all die Artist-Profile, wo irgendwelche Leute einfach, also auch Jüngere vermeintlich oder Ältere, einfach so mal erschaffen haben. Und es kostet ja nichts. Also so das Entry-Level ist ja mega tief, um eine Artist-Page zu machen. Du brauchst ja nur so einen Account am Ende des Tages. Und die sind dann einfach stehen worden nach 6 Monaten. Also für jemanden wie dich finde ich es eher essentieller, ungeachtet von dem, dass du jetzt 2 Profile hast, 3 oder 1, ist jetzt eher okay, wie fühlst du die Profile und kannst du das regelmäßig weiterbehalten? Weißt? Ich finde das dann eher die schönere Frage oder so die wichtigere Frage, habe ich das Gefühl. Aber easy, okay, dann sieht man, da kann man irgendwie nachher noch ein Part 2 dann erwarten, aber mit der Fairness, klar, du bist jetzt, gibt es dann einen Song, wo du im Fokus hast von diesen 4 Tracks oder wo du für dich selber das Gefühl hast, mal den willst du mehr kommunizieren als die anderen Tracks? Momentan. Also für mich persönlich schon so Italiani und Summer Nights. Okay. Das sind so für mich der Fokus. Aber ist auch noch ein bisschen schwierig, jetzt mal so die Analytics ein bisschen angeschaut von den verschiedenen Plattformen. Und so ganz am Anfang ist dann gleich Don Julio eigentlich am meisten gestreamt worden. Aber hat sich jetzt auch wieder geleitet. Ich denke, ich will mal schauen, so, gut, ja, eben, das ist jetzt, wie sich die entwickelt. Macht er dort auch nicht so grossen Stress, schaut er das vielleicht nach 1 Monat, 2 Monaten wieder an. Das sind jetzt ja so mega First Initial 2-3 Tage Resonanzen, wo halt die könnt ihr auch gar noch nicht so viel verraten. Auch mit dem besten Musikmarketing-Wissen kann er das eigentlich gar noch nicht so viel sagen über was ich jetzt weiss jetzt nicht, wie sie in 1 Monat wird aussehen, oder? Okay. Ich finde so für die sich dort auch so ein bisschen mehr, also ich finde es schön, wenn sich Leute auch ein bisschen die Analytics anschauen wollen, gerade auch von Anfang an, oder? Aber dass die Leute dort auch ein bisschen das Gespür haben, nach so 60 Tagen vielleicht, weißt du, so irgendwo zwischen 30 und 60 Tagen, wäre es fair, dass du sagst, okay, lass mich die ersten Tendenzen so ein bisschen anschauen, welcher Song irgendwie ein bisschen mehr gestreamt wird als der andere, aber so in den ersten paar Tagen, das ist mehr so ein bisschen Faszination, weißt, wo man halt von diesen ganzen US-News-Stories mitbekommt, dass Leute sagen, in 24 Stunden ist der Song so und so gegangen, aber dafür, also im Streaming ist das ja alles so ein bisschen länger gezogen, das ein Tag bedeutet jetzt noch nichts, oder eine Woche, habe ich das Gefühl. Ich habe mir mal noch so überlegt, vielleicht so deconstructed Videos zu machen. Ja. Würdest du einfach mit denen auch noch warten, mal noch so 2-3 Wochen oder noch mehr? Ja, also finde ich eine geile Idee. Umso mehr du das stretchen kannst, umso besser. So schaue ich mir das immer an. Also wenn du jetzt so Content Pieces hast, vielleicht hast du sie schon vorproduziert oder willst sie noch recorden, dann kannst du wie so anschauen, also was nicht so aus meiner Position, aus meiner Perspektive, jetzt gerade in deinem Fall nicht so empfehlenswert wäre, ist, wenn du übereilig gerade zu allen 4 Tracks nachher würdest die Deconstructed alle auf einmal bringen. So. Wenn du jetzt sagst, du hättest Bock, alle von diesen 4 ein bisschen auseinanderzunehmen und den Leuten das aufzuzeigen, dann und sagen wir eben, du hättest nachher 4 Content Pieces, sind das ja für mich 4 individuelle Uploads, die könnten entstehen durch das. Und dann könntest du sie wie so strecken, also in deiner Kommunikationsphase. Dann könntest du sagen, okay, der kommt in dieser Woche 5 raus, der kommt in Woche 9 raus nach Release, der kommt in Woche 13 raus. Nach deinem Gusto natürlich ein bisschen. Ich glaube, was für viele Leute vielleicht nachher, wenn sie nachher so Content Pieces haben, ist,
sie haben vielleicht wie so eine Fake-Dringlichkeit, so einen eigenen Stress, wo man sich ausbaut, dass man das Gefühl hat, das wird man jetzt gerade raushauen, so etwas. Ja. Aber ich sage dir das jetzt eher im Positiven in deinem Fall als im Negativen, dass es erwartet eben ja noch niemand irgendetwas, niemand wartet auf deinen Shit. Also du kannst es dir immer so anschauen, das ist so eine Sicherheit, mit der du arbeiten kannst, oder so ein Stress-Reliever, weißt du, das soll der Stress wegnehmen. Dass so, hey, okay, du hast jetzt da zwar gesagt, so, ich finde es auch schön, dass du das mit mir teilst, oder irgendwie, oder mit uns da, die zuschauen, oder, dass noch deconstructed Dinger willst machen. Aber die Leute draussen wissen ja das Plotten, das du da machst, die Strategie und so, wissen sie ja das nicht. Von dem her hast du alle Zeit von dieser Welt, so, in dem, Safe. so, dass du dich dort wie so ein bisschen entschleunigen kannst mit dem. Aber wenn, dann würde ich schaue mir halt so Sachen, schaue ich mir immer die Anzahl Uploads an. Also klar, das ist jetzt sehr trocken, gell? Das ist jetzt sehr Marketing trocken. Aber wenn du jetzt sagst, okay, deconstructed und ich sehe die Anzahl Tracks, zähle ich da 4 Tracks. Also klar, Intros gibt, könntest du sagen, okay, 3 Tracks in dem Fall könnten potenziell deconstructed Dinger entstehen. Und das wären potenziell schon mal 3 verschiedene Uploads. Wenn du jetzt sogar so weit gehst, dass du so nerdig reingehst und dass so 20, 30 Minuten deconstructed Dinger werden. Also nicht so 3 Minuten, oder? Was ich ja auch schön fände, wenn das ein bisschen, also weil so die Genius Deconstructed, was es heutzutage gibt, wo so in 3 Minuten so ein bisschen flashy, so ein bisschen Szenen gezeigt werden. Also korrigiere mich, du bist auf der Beatmaker-Seite, gell? Ich habe schon lange nicht mehr Beatmaker-Software irgendwie selber angelangt. Aber irgendwie lernst du nicht so viel von diesen 3 Minuten Dinger, habe ich das Gefühl. So. Von dem her, es wäre fair, wenn du jetzt sagst, okay, wenn deine ein bisschen länger werden, weil du ein bisschen länger erklären willst, und eins von denen ist 15, 20 Minuten, könntest du sogar sagen, vielleicht könntest du sogar nachher Clips aus dem raus cutten, und es entstehen nachher vielleicht plötzlich 5 oder 6 Uploads über einen Zeitraum von 2-3 Monate, oder? Siehst du ein bisschen, was ich meine mit dem Strecken? Ja, voll. So wie so ein bisschen dir selber belassen. Und dann wäre bei Summer Nights oder jetzt auch beim Italiani, wo Vocals drauf haben, wäre es dann für dich auch ein leichtes zu sagen, okay, den Rat hinzufügen oder vielleicht Quotes, Audio-Quotes oder noch, weißt, Gespräche von denen einfangen, die dort die Vocals gemacht haben, hast du vielleicht schon nochmal ein Content-Piece mehr zu den Entstehung von diesen Songs, weißt. Aber ich finde es schon mal gut, klar, ist ein erster Schritt, gell? Du bist natürlich schon weiter als gewisse andere, wo schon mal, obwohl du keine Musikvideos hast oder keine Video-Visuals, dass du schon mal die Audio-Uploads gemacht hast auf YouTube, klar, auch wenn für die dazu schauen, ich sage das natürlich immer wieder, ich stresse auch langsam ein bisschen mich selber mit denen, mache Audio-Uploads auf YouTube, aber du hast schon mal den Grundstein gelegt, weißt, von dem zu, hey, ich zeige auch noch ein bisschen mehr, wie die Songs entstanden ist es ja nachher nicht weit entfernt, weißt, auf deinem eigenen YouTube-Channel oder vielleicht auch dann später auf einem TikTok, was du dort irgendwie für Sachen machen kannst. So. Ja, ich habe jetzt auch vor allem so TikTok und Insta, habe ich gedacht, aber eben da mit YouTube oder eben mit längeren Videos, das macht natürlich auch Sinn. Ja gut. So. Gut, wenn du gut finessen willst, gell, dann machst du es auf clever. Also hätte ich jetzt gesagt, der Zeitgeist ist im Moment eher, klar ist der Zeitgeist bei TikTok, so bei kurzen, schnellen Sachen, weißt, schnelle Cuts und alles, aber dass vielleicht dein Piece während dem Produzieren so ausleist, so wie du das recordest, dass es vielleicht in einer Longform, sagen wir in einem 10-minütigen Format, also als vollständiger Edit, wäre es nachher auf YouTube. Und dann kannst du mit dem vollständigen Edit kannst immer noch Cuts machen für TikTok und IG, die kürzer wären. Und dann hast du Best of Both Worlds, oder dann hast du alles abdeckt damit. Anstatt, wenn jetzt den mega kurze Snippet-Type deconstructed Dinger machst und nachher hast du vielleicht aber das Gefühl, ja, für TikTok und IG langt es von dem Vibe, aber für YouTube hat es dann zu wenig Fleisch am Knochen, oder? Und dann hast du wieso nicht, also es kommt mehr ein bisschen darauf an, wie du dann anfängst mit wie du die Recordings aufsetzt, so ein bisschen.
Das ist mehr das. Aber ja, TikTok, IG, dann schon eher noch bei TikTok, aber wenn du schon mal TikTok von dir selber aus erwähnst, finde ich gut, weil IG, liebe Leute, die da teilweise auch zuschauen oder auch für den Blogger, für die, was interessiert, auf IG dort noch mega versuchen, Klicks zu erzeugen oder Engagement. Das wird immer schwieriger jetzt mit den Jahren, habe ich das Gefühl. So, es ist ein bisschen ein Auslaufmodell geworden, IG, habe ich das Gefühl. Also wenn die Plattform massiv allgemein. Ja, voll. Wenn du jetzt sagst, ja. Also ich sehe die Wahrscheinlichkeit höher, dass du jetzt, genau wenn du jetzt sagst, so deconstructed Dinger, oder? Dass es Wahrscheinlichkeit wäre höher vermeintlich, dass du auf TikTok momentan mehr neue Leute mit dem könntest abholen, als jetzt auf IG darauf hoffen, dass jetzt der Algorithmus, wo halt CERN, mittlerweile ist ist halt nicht mehr der fresheste Algorithmus auf IG, Facebook und so, weil das ja alte Plattformen sind mittlerweile, dass du dort darauf hoffst, dass du dort voll am Trenden bist mit etwas. Klar, wenn du das Content Piece sowieso hast und du hast die Accounts, gell, und deine Flächen, dann nutze es am besten so, du es dir so ausmachen, dass es für alle kannst customizen, für alle die Plattformen. Dann hast du alles abgeholt, oder? Anstatt deine Eier nur in ein Nest legen, oder? Anstatt das kannst du es ja verteilen, oder? YouTube wird auch immer schwieriger, das muss halt, muss man irgendwie auch sagen, wenn es dann um Musik-Content geht, wird es jetzt auch nicht einfacher auf YouTube, weil die Plattform auch immer grösser wird und einfach viel mehr anderer Content dort noch ist, mit dem du competen tust. So. Ja. Aber ich bin mir sicher, jetzt in deinem Fall, du hast ja gewisse Vorbilder oder Blueprints von Leuten, wie sie das machen. Also weißt, sei es jetzt der Beatmakers, bekanntere Namen, die dort Social Media irgendwie gut finessen. Ich finde es aber nicht, ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, wenn du sagst, okay, easy, YouTube definitiv auch mit einbeziehen in das. Und nicht vielleicht so denken, nicht vielleicht, weil das bei dir der Fall war, aber viele hitten mich immer noch mit diesen Sätzen, weil sie so denken, genau wenn es jetzt so deconstructed Dinger wären, dass sie das Gefühl haben, ja weißt du, das muss hure High-End aussehen für YouTube oder so, weil dort so mega der High Production Value muss sein, was die Videoqualität und so angeht. Und ich persönlich bin halt nie dieser Meinung gewesen. Ich habe das Gefühl, wenn du es authentisch machst, auf eine gute Art, in deinem Vibe, in deiner Art, in deiner Ästhetik, dann musst du nicht, das müssen nicht Hollywood-Produktionen, Film-Videoproduktionen sein für YouTube. Weißt du, was ich meine? So. Ist mehr das, aber ich hätte es dann eher einfach so ausgelegt, dass es für alle 3 Plattformen kannst verwenden kannst. Dann hast du oder so ein bisschen den Style. Aber ja, die Constructor finde ich schon mal gut. Und wenn sie, die auf deinen Songs jetzt da sind von der EP, die sich auch noch deine Leute sich auch begeistern für gewisse Sachen, die ihr zusammen vielleicht macht. Sei es jetzt so, weißt du, spontane Gedanken sind das jetzt. Aber eine Summer Nights Acoustic Version, wo ihr auf Livestream-mäßig, keine Ahnung, über IG Live oder TikTok irgendwie so zusammen macht, so dual-mäßig, wo du so beide Screens siehst, von beiden Leuten, alles so Spielereien, entstehen natürlich neue Videocontent, wo du dann kannst für deine Kommunikation verwenden, klar. Ohne dass du jetzt voll Musikvideos schon musst machen und alles, weißt, das ist ja nicht ein Muss, dass du zu all diesen Songs eben, es erwartet ja niemand etwas und das kannst zu deinem Vorteil nutzen, sage ich jetzt mal, weißt du, das ist mehr das. Aber ja, das mit der Artist-Page bin ich gespannt, wie du das dann würdest lösen. Ich habe das Gefühl, klar, ich sehe das, ich lese das jetzt natürlich so zusammen mit dem Beat-Tag und so. Progger ist halt schon sehr tight, weißt du, ist schon sehr... Auch mit dem 3, klar, stilistisch, du hast es gut gelöst, finde ich, meiner Meinung nach. Aber es wird schon eher jetzt sich aneignen, dass du sagst, rocke mal die Artist-Page und mach einfach mal die gross, weil halt Progger ein guter Tag auch ist, finde ich jetzt. Das habe ich das so gesehen. Aber gell, im Nachhinein kann man das immer so sagen, bei Sachen vermeintlich, die auch früher gesagt haben, das sind Leute, die sagen, das Pseudonym hat mir früher nicht gepasst und nachher, wenn du aber plötzlich viel Konsum hast auf dem Artist-Profil, dann sehen vielleicht vermeintlich auch gewisse Pseudonyme, die dir nicht gefallen, sehen dann auch plötzlich geil aus, weißt du?
Aber zusammen mit dem Tag, wenn ich so den Tag höre auf diesen Songs, so, macht das schon Sinn, finde ich. Ja, safe. Ja, der Tag ist ja. ja auch, der bleibt easy hängen. Also, wir haben noch jemanden angesprochen auf den. Schon. Und ist eigentlich sehr spontan so entstanden. Ich bin mit meiner Oma so am Telefon gewesen. Und ich habe noch so ein anderes Tag gehabt. Und dann habe ich eigentlich wirklich spontan so da aufgenommen, schnell so aufgebaut. Und gesagt, sie soll ein paar Mal meinen Namen sagen. Und dann ja. Hast du das Ding, hast du es können gerade, also auf dem Handy hast du es nachher mit einem Field Recorder, hast du es lautsprechermäßig aufgenommen oder hast du es innerhalb... So. Ich habe einfach das Mic aufgestellt und Okay. dann halt schnell Logic geöffnet und direkt rein recorded und dann so ein bisschen Effekt drauf und so halt. Gerade so. Voll. Also sie hat sie hat die monotone Dokumentationsstimme, weißt du, wo früher in so Dokus, in so altmodischen Dokus, ja, aber das macht es eben noch nice irgendwie, also es wirkt noch fresh in dieser Kombination. Also. Ja, ich habe auch gesagt, sie soll so das R ein bisschen rollen und so, oder? Ja. Okay, easy. Und okay, jetzt klar, fair enough, bist mit dem beschäftigt, hast, weil ich dich ja dort noch gefragt hast, wenn das so ein bisschen möchtest du auch noch in die Öffentlichkeit tragen, wenn es jetzt so um die Schweizer Musikproduktionen geht, oder? Liebäuglich steht da noch, dass du teilweise gewisse Sachen testest oder Leute Beats schickst, oder hast im Moment nicht so, bist nicht so, also wäre auch okay, wenn nicht, weißt, inspiriert dich die Schweizer Szene im Moment, so? Alles, was du in der Ja, Schweiz siehst? es gibt schon Sachen, die mich definitiv inspirieren und auch, also jetzt eben für den zweiten Teil ist noch etwas Schweizerdeutsches Okay. in Arbeit und auch sonst, also ich bin nach wie vor offen, was so die Schweizerdeutsch oder eben so die Mundart-Szenen angeht, auf jeden Fall. Warte, wo bist du aufgekommen? In welcher Region bist du jetzt im Moment zu Hause? Appenzell-Ausserrhoden. Appenzell Ausserrhoden. Ah, okay, easy. Dann Voll. korrigier mich. Ist jetzt natürlich auch nicht so, dass du, ausser wenn du halt in die grösseren Städte jetzt selber gehst, aus eigenem Interesse, hast du jetzt eher mit deinem engeren Umfeld aus der Region amigs ein bisschen zusammengearbeitet und für dich selber, anstatt jetzt weißt, mega noch außerhalb von deiner Region schauen. Ja, zum also Musikmachen ja, gehen. größtenteils schon. Und sonst, in St. Gallen hat es halt schon auch, also Grossraum St. Gallen, oder? Hat es halt schon noch so ein paar Sachen auch. Okay. Voll. Okay, easy. Gut, aber jetzt mit eben IG heutzutage und mit der Ja, da Digitalisierung, gell, ist ja, kannst dich so einfach connecten jetzt mit Leuten aus anderen Kantonen. Also auch zum Beispiel Weiss wie Hennessy, das ist so während dem Lockdown entstanden. Und wir haben das eigentlich nie gesehen während dem ganzen Entstehungsprozess. Das ist eigentlich alles haben wir einfach so hin und her geschickt. Von dem her, da funktioniert eigentlich gut, das ist nicht so das Problem. Okay. Hast du dann dort noch ein bisschen Mühe mit dem Versenden von Sachen an andere Leute? Oder bist du cool damit, Beatpacks jemandem zu schicken? Wenn jetzt ein Artist voll würdest feiern, hier in der Schweiz, weißt du, auch Jüngere, die in deiner Altersgruppe sind, so, bist du cool mit denen in eine Beatpacks zu schicken? Oder denkst du noch so, du würdest mit ihnen noch ins Studio gehen zuerst, um das abzuchecken? Oder irgendwie, weißt mit dem bin ich schon cool. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es mir immer noch recht schwierig ist. So mit Beatpacks habe ich das Gefühl. Halt eben, wenn die Leute nicht so kennen, ich glaube, wir nochmal so eine zusätzliche Hürde, um dann die Beats so wirklich zu verwenden. Aber an sich, also ich finde es eigentlich noch easy, so zum Beats verschicken, auf jeden Fall. Okay. Gut, ja, eben, es gibt ja beides, oder? Darum frage ich. Es gibt ja die Leute, die sagen, nein, ich will mit den Leuten im Studio sein und das muss, ich will das alles persönlich machen, aber wenn du ja jetzt in so einer Region bist, wo du aufgewachsen bist oder jetzt gerade wohnst, oder, ist natürlich, wäre es ja schade, wenn man nachher in der Region, nicht, dass du das jetzt dann machst, oder, aber es gibt ja dann Leute, die halt nur in der Region bleiben und sich gar nicht dort rausgetrauen, auch aus ihrer Comfortzone, oder? Wenn es jetzt um so Beats, Plays und so Sachen geht. Aber ich weiß schon, was du meinst. Natürlich, wenn du dann außerhalb von deinem Camp plötzlich Leute Beats schickst oder Artists und die haben aber dann noch ein eigenes Camp,
Ich meine, da sind ja gewisse andere Collab-Zuschauer, kennen die ledigen Storys sicher ja auch, dass nachher außerhalb vom Camp nachher Beats irgendwie picken und so. Tun sich noch viele recht schwer, auch in eurer Generation. Also kann man sicher auch noch ein bisschen offener sein insgesamt. So. Oder halt generell. Aber ja, gut, ja. St. Gallen ist nachher noch das Nächste, hast du gesagt. Und, Aber für die zweite Part ist jetzt zum Beispiel gerade auch noch etwas geplant mit einem Rapper aus Bern, also nicht Mundart, aber dort haben wir auch abgemacht, dass ich dann wahrscheinlich mal auf Bern gehe zum Recorden oder er kommt da hin. Ich glaube, es ist halt einmal so ein bisschen, ja, wie du sagst, so Typsache. So, was mir besser gefällt. So. Aber eben, ich finde halt wie so ein bisschen beides seinen Reiz auch. So das Verschicken und miteinander im Studio sein. Ja, voll. Aber beides seine Vorteile, je nachdem. Ja, voll. Also klar, jetzt vor allem, du bist ja auch noch so im Modus, wo du ja viel experimentieren willst, oder? Und dann kannst du ja von so Erfahrungen auch mega lernen, wenn du jetzt mit den Leuten im Studio noch könntest sein, oder? Für dich selber, ja, aber auch fürs Gemeinsame, oder? Wenn du jetzt noch so ein bisschen am Anfang stehst von deinem Werdegang, sage ich jetzt mal so doof. Okay. Was denkst du auf einer Skala von 1 bis 10, wie ernst nimmst du das Musikding im Moment? Oder dass du das willst irgendwie, ja, Fulltime, oder willst du es überhaupt? Also kannst du das für dich selber so ein bisschen beantworten? Würdest du das gerne Fulltime machen? Wenn es möglich wäre? Also, okay. So dass ich, oder wie soll ich sagen, so dass das Ziel... So dass du von dem leben kannst, so dass du einfach deine Rechnungen zahlen kannst damit und das noch... Hoffentlich noch ein bisschen Stutz on top natürlich ist, so nicht nur, also der Anspruch soll ja nicht dort aufhören, oder? Aber ja, dass du Fulltime von dem leben könntest, so ist das eines der Ziele. So. Das ist schon eines der Ziele. Ich bin jetzt auch momentan überlegen, bei mir ist so die Studiumsfrage gerade ein bisschen rum, etwas Musikalisches zu studieren. Bei mir ist mehr noch ein bisschen die Frage, so in welchem Bereich von der Musik auf welchen Bereich von der Musik will ich mich auch wirklich fokussieren, also Produktion oder da mit dem Hackbrett, oder ich halt zum Beispiel Anfangsjahr habe ich auch mal noch ein bisschen unterrichtet, also Musik, so auf alles dann wirklich rausläuft. Okay. Ich habe das Gefühl, beim gutes Hackbrett, wenn das jetzt gerade so alles spontan, wenn ich es so höre, beim Hackbrett könnten die auch als Berufsmusiker sozusagen Situationen entstehen, wo du vielleicht entweder im Auftrag von anderen im Studio irgendetwas einspielst oder auf der Stage Musiker bist, es sei denn, du hast noch Ambitionen, dort selber auch noch als Artist noch der bekannteste und berüchtigste Hackbrettspieler zu werden, kann natürlich auch sein, oder? Aber dass du dort wie so als Berufsmusiker eher noch Entries hast, oder? So ein bisschen Türen hast, wo du vielleicht in deinem Artist-Dasein, wenn es jetzt um Brogger als Artist geht, ist halt mehr ein bisschen ist nicht alles am Zufall überlassen. Klar, vieles von dem kannst du auch noch steuern mit Releases, wie fest du releasen tust und deine Qualität und alles. Aber so du als Artist, das steht wahrscheinlich schon eher am ehesten, also es ist am unkontrollierbarsten, denke ich, von all diesen Rollen jetzt, die du gesagt hast, hätte ich gemeint. Wenn du ein bisschen verstehst, dass so, oder das, weil Producer, Placements und so, der Weg ist irgendwie auch ein bisschen fassbarer, die Rolle ist ein bisschen fassbarer, dass die Fulltime irgendwann könntest machen, als wenn du jetzt noch sagst, du als Artist. Oder? Klar, im Idealfall hast du das alles, oder es tut alles in sich selber hineinspielen. Du hast vielleicht jetzt einfach den Vorteil, dass du früher für dich erkannt hast, dass du auch gerade so gut als Artist, also eine eigene Artist-Page könntest machen als Blogger. Und gleichzeitig hast du aber dein Produzenten-Dasein, dein Beatmaker-Dasein, wo halt eine völlig andere Baustelle ist. Und dann noch, reizen dich vielleicht auch noch Sachen, klar, das sind jetzt alles vielleicht so neue Ideen, aber ich würde ja auch noch ein bisschen den Hint geben oder versuchen, den Hint zu geben, es würde dich auch nichts davon abhalten, als Producer mit deinen Homies oder mit deinen Die-Hard-Leuten, die gute Vocal-Performances machen, dass du ins Songwriting-Game, ins Publishing-Game auch noch tiefer reingehst und dass du nicht nur Beats für jemanden produzierst, sondern auch noch einen Textpartner hast,
weißt, mit dem du wie so ein bisschen Ping-Pong-mäßig, ihr macht Songs dann zusammen und die vollständigen Songs tun ihr nachher anderen Leuten shoppen, sozusagen. Klar, wir sind noch ein bisschen entfernt von dem so in der Schweiz, aber weißt, in anderen Ländern, wo es fortgeschritten ist es ja schon so weit, dass dich würde ja jetzt nicht abhalten mit deiner Kollegin oder mit dem Kollegen, der halt gut texten kann, wiederum in einer Sprache, einfach volle Songs zu machen und zu sagen, hey, beteiligen wir uns nachher einfach am Publishing, aber geben wir doch den Song an einer anderen Interpret oder Interpretin, oder sozusagen. Und wirst du da eher so, wirst du da direkt auf die jeweiligen Artists zugehen oder irgendwie über Du kannst Labels? beides machen, das ist ein gutes Ding. Nein, nicht über Labels, schon ein Ding. Also, es klingt jetzt so böse. über Labels eh nicht, weil das ist nicht ihre Rolle, das ist nicht ihre Rolle oftmals. Also ja, Labels bedingt. Es gibt die A&Rs, also es gibt die Abteilung, oder? Dass du dann fertige Songs shoppen kannst, die sie vielleicht nachher wiederum für gewisse Artists verwenden können. Aber wenn wir jetzt aus der Schweiz rausreden, sind wir da immer noch, also das ist noch so direkter Draht, dass du halt auch könntest ausfindig machen, okay, wer sind überhaupt die Interpreten, die dich interessieren und ihnen vielleicht einfach aufzeigen, irgendwann mal in einem Gespräch, hey, ich habe das Gefühl, wir könnten dir einen Value geben, einen Mehrwert zusätzlich. Weil die A&Rs da in der Schweiz, also auch für die Leute, die sich das fragen, ist ja nicht ganz eine unpassende Frage, aber das sind 4 Leute oder so gefühlt. Also so viel mehr A&Rs gibt es jetzt nicht, ich kann schon einer Hand abzählen. So. A&Rs, also weißt du, wo bei Labels, wo bei grösseren Labels arbeiten, die wirklich in der Schweiz sind. So. Wenn jetzt im Dance-Bereich, klar bei dir, wenn du jetzt sagst, noch elektronische Musik und alles, dort kommen dann schnell mal so International Labels und so ins Spiel, weißt du, oder International Players. Aber auch dort könntest es geht beides. Du kannst auch den Weg über das Artist-Team, beziehungsweise über den Artist selber oder auch über Labels. Bei Labels, ich meine, du bist jetzt noch ein bisschen jünger, gell? Ich würde dir mitgeben und die Leute, die sich die Frage auch schon gestellt haben, bei Labels, wenn du jetzt über A&Rs gehst, ist einfach vermutlich die Wahrscheinlichkeit da, dass sie einfach dann auch versuchen werden, einen Cut von dem zu nehmen, in irgendeiner Form. Und ist jetzt halt die Frage, kann man sich darüber streiten, weißt, wenn du nicht selber auf so ein Placement, auf so ein Song-Placement gekommen wärst und du brauchst den A&R für die Rolle, ist es fair, wenn man jetzt sagt, okay, der A&R oder das Label ist irgendwie dann in diesem Release beteiligt, oder? Aber man sollte sich dann vielleicht einfach nicht wundern, wenn das über den A&R würde spielen, dass vielleicht der A&R würde zurück vorschlagen, okay, aber dann releasen wir doch das exklusiv über unser Label. Und das ist dann, ja, sei mal dahingestellt, wie geil oder nicht. Es gibt vielleicht geile Situationen, die daraus entstehen, vielleicht aber auch die Situationen, wo du sagst, nein, aber warte mal schnell, ich würde dann den Song, jetzt in deinem Fall zum Beispiel, ich würde dann trotzdem als Blogger releasen, oder? Könnte ja auch sein. Oder du willst ihn über jemand anderes releasen und dann kommen halt plötzlich so Label-Exklusivitäten und so, könnte er auch ein bisschen ein Dorn im Auge sein. Es geht mehr so ein bisschen um das. Aber ich kann mehr darauf raus, wenn du irgendwelche Textpartner hast, dann eben, wer sagt, dass du es stoppen sollst, einfach nur beim Beat und dir sagst, okay, wiederum, der eine Song, den wir jetzt zusammen gemacht haben, der passt jetzt vielleicht nicht zu mir oder der will ich nicht selber releasen, aber den könnten wir doch jemand anderem geben. Und das ist dann nicht, für die sich das auch fragen, noch ganz kurz, dass ich aushole, das ist dann nicht Ghostwriting, liebe Leute, weil Ghostwriting ist nicht, also Leute nennen das irgendwie so Ghostwriting oder so, aber Ghostwriting, so wie es in Amerika, wie man es aus Amerika teilweise kennt hat in der Vergangenheit, ist, du gibst jemandem den Song, du verkaufst dem den Song und die nehmen sich alle Rechte an dem Song und du existierst gar nicht. Du bist nicht in den Credits erwähnt, du kommst keinen Verlag und oder Masterbeteiligungen über und das geht auch nur in Amerika oder in gewissen Ländern, wo es noch so gewisse von diesen Work-for-Hire-Klauseln gibt, weißt, wo du jemandem
das ganze Urheberrecht kannst abkaufen. Das ist in der Schweiz wäre das gar nicht möglich. Und in den meisten EU-Ländern, das geht eigentlich gar nicht, also nicht eigentlich, es geht gar nicht. Du kannst dein Urheberrecht kannst du nicht verkaufen jemandem. Aber du könntest jetzt, es wäre ein leichtes für dich nachher zu sagen, okay, ich habe den Song produziert, mein Partner oder meine Partnerin, mit dem ich tight bin, hat den Song getextet und vielleicht hast du irgendwie eine Kollegin oder einen Kollegen auch um dich herum, weil es müssten ja nicht Artists sein, die schon auf dem Markt sind, weißt du, die schon releasen. Vielleicht sagst du auch, hey, du hast da jemanden, der einfach imagemäßig, wenn du jetzt so weit willst denken, da bist du natürlich nachher big businessmäßig einfach am Denken. So weit sind wir vielleicht in der Schweiz noch nicht, leider. Aber, also was heisst leider? Aber dass du wieso würdest sagen, weißt du hättest vielleicht einen Freund oder eine Freundin, die gerne, wo Musik begeistert ist, oder? Aber die wollen nicht die Zeit, also die wollen nicht den Nerd-Shit machen, den du machst. Oder die wollen auch nicht texten, die wollen sich das auch nicht so textmäßig, wenn sie jetzt auch nicht ihre Songwriterin oder Songwriter werden. Und bei denen könntest du dann einfach sagen, ja gut, easy, dann spielt ihr einfach den Interpret. Ihr seid nachher das Face von dem Song, oder? Und so abwegig ist das halt nicht, weil eben in Amerika, für die da zuschauen, alle eure Lieblingssongs, also mehrheitlich, sind genau so entstanden. Das halt, in Deutschland mittlerweile auch ist das sehr, sehr gross am Kommen. In den letzten paar Jahren hat sich das Songwriting-Game ja dort so verfeinert. Klar, das hat es schon in der Vergangenheit gegeben, aber dass du ja einfach ganze Songs platzieren bei jemand anderem. Nicht einmal nur den Beat, oder? Aber klar, das ist jetzt alles so Zukunftsmusik. Ich glaube, bei dir ist eher so, du hast vielleicht nachher das Privileg, dass du in verschiedene Rollen kannst reingehen, aber es ist schon mal ein sehr guter Step und ich finde auch, das können sich andere auch ein bisschen abschauen bei dir, dass du auch frühzeitig erkennst, auch wenn du jetzt Beats platzierst, hey, du könntest dich ja auch in die Metadaten reinnehmen. So. Ja, ich meine, es ist obvious, aber so obvious ist es in dem Fall auch nicht, weil ich sehe das trotzdem nicht bei recht vielen Beatmaker, also vor allem Junge, weißt du, so sehe ich das immer noch nicht so viel da in der Schweiz, oder? So ein bisschen das Style. Aber okay, easy. Also es freut mich natürlich schon mal, dass die Schweizer Musikkultur dich natürlich auch noch ein Stückchen weit interessiert, weißt du, oder du ja, auf jeden Fall. Versuchst ein bisschen weiterzugehen. Aber ich mache dir auch keinen Vorwurf, oder du darfst auch nicht falsch verstehen. Ich sage dir jetzt natürlich auch nicht, ja, mach nicht, weißt du, nicht noch Auskundschaften in anderen, vielleicht in anderen Ländern, eben andere Sprachen, alles das. So. Ich bin natürlich jetzt eben, die Leute, die das da in dem Collab-Universum mitbekommen, ich bin natürlich sehr getrimmt auf Deutschschweiz und schweizerdeutsche Sachen. So. Das ist natürlich auch so ein bisschen subjektiv von meiner Seite. So. Safe. Ja. Aber nein, ich finde es spannend. Ja. So, da, dass ich auch jetzt die verschiedenen Genres am Ausprobieren bin, würde ich mir jetzt gar nicht irgendwie sagen, so, ja nein, das ist Mundartmusik, da kommt gar nicht mehr in Frage. Aber ich denke so, sobald sich wieder etwas anbietet, oder, also bin ich schon bereit. Hast ein Track ist mit einer Frau, oder? Kann das sein? Ist das der Summer Nights, wo mit der Girl ja, mit dem Vocals Adita, ist, oder? voll. Okay. Hast dann... Mit ihr war eben so das Thema mit Band Exhaust und so. Ah, okay, stimmt. Du hast gesagt, hast dann bei denen, weil beim Italiani, klar, ist natürlich auch noch italienischer Rap, den du dort kombiniert hast, aber hast du einen Unterschied gemerkt zwischen mit ihr arbeiten als Frau und mit deinen Dudes, mit deinen Homies? Ist es irgendwie so ein bisschen eine andere Art von Arbeitsprozess gewesen, hast du das Gefühl? So? Oder ist das alles ein bisschen aus einem Guss gekommen? Also das Gefühl war ähnlich gewesen. Vielleicht noch so eher genrebezogen irgendwie Unterschied. Also ich habe so das Gefühl, ein Rapper ist sich halt schon noch gewöhnt, wie soll ich sagen, oder ist halt ein anderer Arbeitsprozess. Oder mit dem Adita haben wir dann zum Beispiel auch noch viele so Harmonies geschaffen, oder dass sie so improvisiert hat und dann so Vocal Jobs gemacht. So im selben Sinn. Und sonst, also was halt noch lustig ist, mit im Italiani-Track ist so, weil wir das dritte im Raum sind,
haben wir uns wie so ein bisschen aufgehypt, oder? Also so, die Stimmung ist ein bisschen eine andere gewesen. Okay, verstanden. Gut, easy. Es hat halt beides seine Dinge. Also so, klar, wenn das Raumambiente dort auch noch so ein bisschen mehr Energie gibt, so, dann kann sich die Energie vielleicht dann auch im Song, kann sich die auch noch so ein bisschen verwirklichen irgendwie. Also ich verstehe, was du meinst. Okay, easy. Gut, wenn es jetzt um das Fulltime-Ding geht, das ist jetzt auch so einfach eine Frage, die ich mich dann auch stelle, gell? Bei diesen Leuten, die so ein bisschen in diesem Umfeld rumschwirren oder mir sagen, okay, sie schauen jetzt auch so, sie ziehen sich ab und zu mal den Content, den Collab-Content rein. Kannst du ein bisschen pinpointen, wie viel, also nicht, dass du vielleicht irgendwann die Statistik schon gemacht hast, aber wie viele Stunden plus minus tust du in der Woche für Musik investieren? Was hast du im Moment das Gefühl, wenn du das so schätzen müsstest, auf die Woche verteilt? Das ist schwierig. Sind das klare Wochen, okay, 7 Tage? Sind das in der Range 5 bis 10 Stunden? Oder über 10 Stunden? Gell? Wenn du jetzt auf den Tag runterbrichst, denkst du? Ja, ich hätte schon gesagt, so um die 10, mehr mal mehr, mehr mal weniger. Okay, easy. Aber halt auch noch eben mit Instrumenten üben und allem. Und halt ja, stimmt, weil du bist noch im Instrument. Also nein, ich würde schon sagen, ja. Das kannst du alles dazu erzählen, es geht mir nicht mal darum, alles was irgendwie mit dem Musiker-Dasein zu tun hat. So. Ich würde sagen, so wenn es geht, sind es schon mehr als, ja, sind es ein bisschen mehr als 10. Jetzt auch nicht wahnsinnig mehr. Und so, wenn es gerade viel los ist, vielleicht weniger. Okay. Gerade einzubauen kommt es zum Beispiel auch halt fest darauf an, so wie viel Inspiration ist gerade rum und so, etc. Ja. Hast du dann das Gefühl, du kannst durch das so, ich bin am herausfinden, weißt, mit so Fragestellungen, gibt es so etwas wie einfach so eine gewisse Arbeitsmoral, wo du dir kannst aufeignen, dass du eben regelmäßiger arbeiten tust an deinem Musiker-Dasein? Oder ist das so immer noch wellenweise, weißt du, vielleicht in deinem Fall, dass du sagst, ja, es kann sein, dass 4 Tage nachher nichts entsteht und nachher wieder 5 Tage, aber wieder voll intensiv hintereinander, oder? Ist das eher so wellenweise oder hast du eine gewisse Regelmäßigkeit, die du dort siehst, hast du das Gefühl? Ich würde sagen, schon regelmäßig, also zum Beispiel beim Beats bauen, würde ich sagen, so mindestens jeden 2. Tag oder so, oder ja, ungefähr, entsteht zumindest eine Skizze, vielleicht nicht sofort ausproduziert. Aber ich habe gesagt, ist schon mehr oder weniger konstant. Eben, ist mehr so ein bisschen die Frage, so, wie viel Zeit ist denn wirklich, wo ich aufwenden darf für das pro Woche? Ja. Gut, es ist mir auch nicht darum gegangen, wenn ich mir das stelle, gell, für jüngere Musikschaffende auch. Es muss ja auch nicht heißen, mehr Zeitinvestition ist dann auch besser. Also klar, bis zu einem gewissen Punkt bin ich schon auch für so Grind-Culture, aber man kann das auch übertreiben mit dem einfach blind grinden und einfach das Gefühl haben, ja, ich muss einfach mega viele Arbeitsstunden investieren und das ist nachher die Lösung für meine Problemstellung. So, muss ja auch nicht sein, weil du könntest ja auch einfach sehr effizient sein in dem, was du machst, oder? Und einfach mit weniger Stunden auch vermeintlich etwas Gutes erreichen, oder? Es ist einfach ein bisschen kombiniert mit dem Ding, mit wie ernst man das meint, oder es wäre einfach eine faire Fragestellung, wenn man natürlich Leute sagen, hey, eben, ich will irgendwann mal meine Rechnung damit zahlen, ich will das und das und das noch machen, schaue ich mir natürlich als so Kritiker, also mit meinem Auge, schaue ich mir natürlich auch, okay, easy. Wie viele Arbeitsstunden sind das erstmal in der Woche und kann man das irgendwie noch regelmäßiger machen oder will man noch nicht oder Zeug und Sachen. Bei dir kommt aber noch die Instrumentenübung natürlich noch ins Spiel, oder was vielleicht andere nicht haben. Das ist, also ich würde auch sagen, so bei mir ist es eher so zeitbedingt, dass vielfach auch nicht möglich ist, um irgendwie noch viel, viel mehr zu machen. Und also wenn jetzt mehr Zeit hat für das, glaube ich, würde schon auch noch mehr, also ja, würde es automatisch mehr werden.
Oder bei mir ist auch meistens so, wenn gerade viel los ist so Kreativität auch ein bisschen weniger rum so. Und wenn gerade ein bisschen weniger los ist, dann entsteht es von mir, dass sich die Zeitfenster ein bisschen füllen, oder? Okay, verstanden. Cool. Ja gut, eben, gell? Und es ist ja jetzt als Blogger, sage ich jetzt mal, als du als Artist, ist ja jetzt eben wie so ein bisschen der Startschuss gefallen. Du bist ja jetzt im Prozess, dir vielleicht für, potenziell einen eigenen Boden aufzubauen und du weißt ja nicht, was nachher noch passiert. Also allein schon, dass du das jetzt released hast, bin ich mir ja sicher, und du ein bisschen die Reaktionen gesehen hast, hat dich das ja vielleicht auch motiviert, um jetzt mehr zu machen, oder? Weil du irgendwie sagst, okay, easy. Ist noch geil, die Resonanz zu bekommen, oder so Feedback zu bekommen. Ich weiss nicht, gewisse Sachen kann man natürlich dort noch vertiefen oder weiterspinnen, Broger. Ich weiss nicht, vielleicht irgendwann, wenn du Bock hast, natürlich, können wir gerne auch einen Teil 2 machen. Sehr gerne, ja. Ich nehme mich immer Wunder nachher, wie du nachher die Tracks jetzt weiter kommunizierst. Weil wenn du jetzt doch nicht gerade Visuals dazu hast, bin ich schon gespannt, wie du die Songs trotzdem kannst thematisieren und das, was wir da ja so ein bisschen als Songkommunikation nennen, wie du das so ein bisschen deine Songkommunikation kannst einbauen. Weil das gibt schon etwas her, oder? Es sind auch alle ein bisschen verschieden, die 3 Tracks oder die 4 Tracks. Und es gibt es gibt so ein bisschen Variation in das Ganze, oder? Okay. Aber auch natürlich für die Musikschaffenden, die sich da, oder Rapperinnen vermeintlich, die das schauen, Sängerinnen. Der gute Broger ist auch für Beats zu haben oder Produktionen. Vielleicht könnt ihr dort mal aufeinander zugehen oder vielleicht entstehen dann irgendwelche neue Synergien. Habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du Zeit genommen hast, Broger. Mir auch. Merci vielmals also für all die Tipps und Ratschläge und Verbesserungsvorschläge. Du easy, so tief sind wir jetzt noch nicht reingegangen, aber vielleicht tun wir das irgendwann eben, gibt es mal to be continued, so. Teil 2. Aber ja, danke noch fürs Einschalten, für die das noch werden sehen und wir verabschieden uns da mal, würde ich sagen. Tschüss zusammen. Ja,